In seinem Geburtsort Faretoft im nördlichen Nordfriesland erinnern nicht nur Straßennamen an ihn. Sein altes Wohnhaus ist heute ein Museum und Kulturzentrum und selbst der Kreis Nordfriesland hat seinen Kulturpreis nach ihm benannt, dem Mathematiker, Mechaniker und Landvermesser Hans Mommsen. Doch wer war dieser Autodidakt, der auch heute noch, über 200 Jahre nach seinem Tod, so viele Menschen in seinem Heimatort und weit darüber hinaus faszinieren kann? Geboren wurde Hans Mommsen vor knapp 300 Jahren im Bottschlotter-Koog in Faretoft. Das beschauliche und touristisch geprägte Dorf ist heute nur ein Teil der politischen Gemeinde Dagebüll. Doch das war nicht immer so. Erst 1633 konnte die ehemalige Hallig Faretoft mit dem Festland verbunden werden. Die Arbeitskraft von 5500 Mann war dafür vonnöten. Und erst 1688 gelang es den Faretofter Friesen ohne fremde Hilfe, ihr Land und ihr Dorf vor der zerstörerischen Gewalt der Nordsee durch einen Deich zu schützen. Und das prägte die Menschen und das Umfeld, in dem der kleine Hans am 23. Oktober 1735 das Licht der Welt erblickte. Die Zeit, als er geboren wurde, da war der Deichschluss gerade erst wenige Jahrzehnte her. Faretoft war keine Hallig mehr, aber das Bewusstsein, dass es mal eine Hallig mit eigenem Hafen war, dürfte noch sehr lebendig gewesen sein. Also wir sind an das Meer angeschlossen, zumindest bei Flut. Da manche hebe ähnlich ins liegste Huppehühlen, auch dort hef konliert. Das han hier in Vortof ähnlich auch man oder mehr verbünden wen, als wir das Dilling noch hebe. Wir können ja nur reisen, wir haben ja wann, und wir heben auch nie einen Sturmflott mehr so doll, dort wir nur hier all gemein zum dicke Bagge Manne. Bei Mommsens wusste es wirklich so, dort oben bei ihr dick, hielt da manche zu Huppehüllen. Hier gab es kleinen Schiffsverkehr, nicht den großen Schiffsverkehr, das ging von den Inseln aus, aber den kleinen gab es dort. Darüber lief auch traditionell die Anbindung an die Welt. Und gleichzeitig wir sind eine kleine Gemeinschaft, die immer wieder von Wasser umschlossen ist und sich um sich selber kümmern muss. Hans Mommsen war Abkömmling einer Landmesserfamilie. Vater war Landmesser, Großvater war Landmesser und ein Bruder war auch Landmesser. Die Großeltern waren Müller, wo er aufgewachsen ist in jungen Jahren. Er kommt also aus einem Milieu, das von dem übrigen Dorf absticht. Denn hier in Faretoft, das waren Bauern und Arbeiter. Das heißt also, er hatte schon von zu Hause aus Anregungen. Und diese Anregungen fielen bei ihm auf äußerst fruchtbaren Boden. Also sein Tati war schon Landvermesser wen. Und sein Mom war einfach Hüswürset, die haben auch ein Leiter Börrstehheit. Sein Ölorte, die ist liebig zur Seite gekehrt. Hier hat deswegen auch alte Baugemäß gebraucht. Und was alles so auer Sternen konnte auch von können. Ja, du brückst ja als Schapper oder Simon brückt es auch auer die Navigation und so weiter. So fünge die auch Bauke in der Hauen auer Navigationslehre zum Beispiel. Der kleine Hans entstammte somit einer für die damaligen Verhältnisse durchaus gebildeten Familie aus Seefahrern, Müllern und Landvermessern. Letztere waren ein gefragter Berufsstand in einer Zeit, in der Gezeitenströme, Landverluste und Landgewinne für eine andauernde Veränderung von Marsch und Halligen sorgten. Doch nicht nur in Nordfriesland und Dithmarschen, sondern in ganz Dänemark und in den Herzogtümern waren die Dienste der Landvermesser gefragt, insbesondere in der frühen Neuzeit. Und es gab viele Landmesser. Ich will nur ein Stichwort geben. Eine neue Steuer wurde am Ende des 17. Jahrhunderts von Staatswegen konstruiert und dazu mussten alle Ländereien vermessen werden. Das war vorher nicht so, bis auf wenige Ausnahmen. Und da hat also zum Beispiel der Großvater schon sein Geld gemacht.
Die Lehrbücher, die man dafür brauchte, kamen zumeist aus den Niederlanden oder aus den Städten. Die fanden ihren Weg hier nach Faretoft. Es waren auch im 18. Jahrhundert bei weitem keine Hinterwäldler, die dort in der amphibischen Landschaft zwischen Festland und Nordsee lebten. Man kannte die Welt besser als viele andere Menschen in den großen Städten Nordeuropas. Doch dieses Wissen war berufsbedingt und keinesfalls dem Wirken der bescheidenen Dorfschule zu verdanken, in der auch der kleine Hans seinen Katechismus auswendig lernen musste. Hier wusste ich auch ein ganz deigen Manche, wenn es so kommt. Und hier leckes Sön, wenn ich das nur wiet, hiet je Sön, was seid wissen, Sön, hiet je so viele in Hotheit und so viele all wusst und liert und ham Sille beibrucht. Dat as je dat, wat bei ham herutsticht. Hier hiet je Non-Schulmeisterheit oder irgendwas, wat ham dat alles vorträgen, hiet so, als war das nur ein Schöll. Toekomst. Hier heet dat allermaß von sein, wat hier wiet, heet hier ötam Seele. Fünn, irgendwer. Ein Schöll jeft das hier, aus der wussten üen Küster, was Lehrer wus. Und die het in den Katechismus lehrt, die het vielleicht noch dort ihn toch ihn oder was geschrieben het die vermaddelt und dort hin Gebote und ja, schung, dort wus vom Momsen ein noch, hier will in die volle Möhr. Und dort hat die Lehrer auch trivilliert. Und hier hat ja ordens Vase, weil Hörgung, dort Hörkam, dort Veram Assotze. Das führte aber zu allerhand Verdruss. Nicht nur bei seinem Lehrer, sondern auch bei Hans Mommsens Vater, Momme Jensen. Nur Mutter Marike, so erzählt man noch heute, zeigte etwas mehr Milde gegenüber der unstillbaren Neugier ihres Sohnes. Ach, Momme, hast du auch noch bei Ticknen von der neue Plone? Ja, Christian Petersen hat seine Biese Gasfähne bei Tunswerf verkauft. Und hier brückt der neue Plone Nüssi von unter Ticknen von einem Kontrakt. Schall ich da lieber ein Tulli auch hier, das ist doch Finger zu jung für so viele Tickninge. No, volle Tunk. Os, Hans, die können ja wirklich vielleicht ein Leid wat Hilfe. Hier hätt doch Smoltokorde Ticknen. Ja, bloß von Kode Ticknen. Hans Asai so als Audre Dränge. Hier ist was Besonderes. Hier ist ein Hannerling, Marike. Momme, seht das Ei. Hier ist dann so. Jo! Momme, Marike, gut day. Vertritt mir, dass ich am Stiere schall. Dei gut, Birken. Dreh's in. Üsen Korpslehrer ist altens hartlich, weil Kiemen das her ist. Vorletung. Sitte, schack dir einen Kopf Tee bringen? Oh, so das nass von dir. Vorletung. Na, Birke. Was kann ich vor die tun? Gonglet am einen von meinen Bjane. Kiewe noch, jo. Hans. Natürlich. Die dere verdreite Bengel. Was Asserblut mal am Lüs. Von Nente Tupprücken. Tja, was soll ich sehen? Dort der Hannerling, weil er nicht Morke. Nente Morke? Hi as doch wel ei to be blaben? Vertritt mich aus. Der bat ich mir Eiseshecker. Wann wir to bespal de Katechismus der Name, en ich da schaudere verklor, wie wichtig von Abbruch dem mancher as, en wie args von das Regel ödet hot. Den Frau wird Hans Blut, wer ram? Wer ram? Ja, wer ram? Hier war Vase, wer ram wie es auf der Katechismus ruchteschan. Als man nicht irgendein mancher Tustand, installiert in Frauge. Hier heute halt für besonders Klöck die Bengel. Hier Asai Dom üsen Hans a Hotei. En auch wenn er noch ein Dränger, so wie die noch ein Brüxen hot. Die Scholei Tonke, die schallst so ein Abgauf im Auge, in der Regel oder Hut liere. So, also andere gerne auch Mauge. Der du brücktet Eiverament vor. En rocht heest du Lehrer. Liest, kiekt mir ist der Klockestöl von der Schörk en höhe Klog abhang as in beweget wort. Just so was fand üsen Hans faszinierend. Dort entschuldigt gar ninte. Entschuldigt? Ja, vor sin Frechheide. Der kieket dort der Rocker auf Kluckejuck en frauget mir, wer ram wird ein Lungermauge. Dann wo se Tien von der Kluck dort dütlich wat lachter. Dann as die Hebellunger in diese wat. Hammel, wat wird ich dann von Physik? Ich bin Kösten Torpsi rein ein Wasenschaftsmohn auf Universität in Kopenhagen. Die drängen auch ein. Stell dir mir Blut vor hier, Klaas. Dort let ich mir ein bitte.
Die dere verkehrende Bengelschall in der Hähne, wenn ihr einen Eisern Katechismus liert. Und der hielt auch keine. Küster, pass auf, dass man drängsnockst. Zweichwölf. Heet doch rocht. Die Bengelschall endlich liere, da die dat mal was am Safe Wort. Sind ewige Frauerei bringt bloß Probleme. So as nö just. Ich wort mir der am Kiereköster. Volle Tunk, da du Kim bas. Gut, dann schaltet man zu. Punkt vor hier in Kauge. Gaudei. Gaudei. Gaudei, Bicke. Komm, ich bring den noch zur Tür. Weder ein verständnisloser Vater noch ein überforderter Dorflehrer konnten Hans seinen Wissensdurst austreiben. Das Rechnen, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Das wurde also von begabten Schülern anhand vorhandener Literatur selber gelernt. Da gab es solche dicken Aufgabenbücher. Die Aufgaben wurden gelöst und eingeschrieben. Und da ist das Hervorstechende die ungeheure Vielzahl an Längeeinheiten, Volumeneinheiten, Zeiteinheiten. Nicht so sehr, aber das Wichtigste waren die ungeheuer vielen Währungen. Wer an der Küste entlang fuhr, der musste von jeder Stadt die Währung kennen. Wie wird was umgerechnet? Und die Leute, die Geld hatten, die mussten selbst natürlich die Bankgeschäfte erledigen. Das haben 13-, 14-jährige Knaben und auch ab und zu mal Mädchen privat gelernt. Und zu diesen Typen, ne, gehörte Hans Mommsen. Irgendwann hielt sein Tatje vielleicht diesen Set, ach, Lut, da ist eine Luft, und kick efter der Bauke von dann Orte. Die wusste sie vor, und hier hat in Holland lunglavet, und hat der auch die, von der die Euklid mehr braucht. As Tatje noch mal auf mich? Ja, dat Asser. Hans, du steht dir ein Schöllei benahme, als wann du Klöcker als Audere bast. Hierst du. Wir sind einfache, frische Menschen. En die Heere Gott meider dere Ei wat jahre Plotz-Ikone. En du steht ei uns efter Frau, wer ramkehre so san, as wat de san. Du steht einfach ein Name dat ja so san, as wat das san. Hast du verstehen? Ja, Tatje. Gut, dann let mir ne weitere Orbe. Was tignet Tatje dir? Der werden hock feine verkauft en nei indielt. En ich ticken ne Plon en beregne Grodelse. In wer von Kund hatte dort? Naja, en Lohn met ja, as wat ich gebannt, die Scheiße über Holkone. In wer von wie Tatje hö grotter Finesan? Soll die dort alle ifter Mädchen? Non, dat konn und beregne. Beregne? Naja, der jeft das Formle to. Formle? Was für Formle? Täfisen. Käft doch hier irgendwer. Ja. Kiek, hier ist es aftignet. Ein Trikont. Man rucht einen Wankel. Der hat das Quadrat auer Kathete, just so vor der Fläche, as et Vierkont üb de Hypotenuse en der Hypotenusen aufklapp, wat zur Kathete hiert. Ich formel det to as a Quadrat as lik c hoch p. Os, dat verstohnst ja was noch ei. Und die? In Veram Astatze? Was meinst du mal Veram Astatze? Na, Veram as c hoch p just so groß as das Quadrat von a. Fangst du all wieder mal an? Das will ich ei, nimm wie dat. Niemen? Ja, Euklid haben das ertocht. Vor 1000 Jahren all. Und so dann beregne wir et so. Et as Euklid-Setting. Ham steht der Frau. Euklid? Aus Hüsch hatte ich keine Frauge, wann ich vor 1000 ihr lavet hit. Die ist doch allum düt. Ja, die manche noch. Os sind Schrifte ei. Kick mir an Isen und Böckerich. Der scheint noch irgendwer, die der Euklid am Beil hatte. Vielleicht fandst du dir ja dann Zwore auf den Frauge. So,
It is al lees. Ich schalt zu bet. En du ook. En verjes ei, dat du da Kurve im Januar noch wat des, ihr du Schallops ei. Jawel, Tasche. Gau Nacht. Gar noch Tasche. Wenn man sich das Buch da mal anguckt, dass er mit 13, 14 durchgearbeitet hat, dann hat man da ungefähr 700 Seiten Euklid aufgebaut, axiomatisch, allerdings auf Niederländisch. Er konnte aber gar kein Niederländisch, musste es erst lernen. Der hätte sich eine Bibel genommen, die tschechische Bibel und die holländische Bibel, und hätte dann so verglichen Urde und hätte sich so das Holländisch beigebracht, dann könnte ich dann wieder lesen mit der Euklid. Das sagt zumindest die Überlieferung. Aufzeichnungen über sein Wirken und seine theoretischen Ansätze sind nicht vorhanden. Ob er sie überhaupt jemals selber verfasste, ist völlig unklar. Fast sein gesamter Nachlass verbrannte ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod im Haus seiner Tochter. Primärquellen über seine Person sind die Ausnahme. Das einzige Interview zu Lebenszeiten stammt von 1799, von einem Reisenden, der also durch ganz Schleswig-Holstein reiste und sich die besonderen Leute hervorholte und dahin ging. Und seitdem ist im Grunde genommen dieser Aufsatz von 1799 von den Nachfolgenden immer wieder abgeschrieben worden. Und was es dann noch im 19. Jahrhundert gab, das sind mündliche Überlieferungen von einer Tochter, die aber ungefähr 2 Generationen später, nach dem Tode von Hans Mommsen, dann aufgeschrieben worden sind. Und wie weit das mit der mündlichen Überlieferung ist, ist eine sehr problematische Angelegenheit. Vieles, was heute über Hans Mommsen erzählt und aufgeschrieben wird, ist historisch nicht nachweisbar, sondern trägt zum Teil auch anekdotische Züge. Trotzdem gibt es belegbare Eckdaten. Er ist in Eiderstedt bei einem Landmesser Christian Sönksen zur Lehre gegangen. Da läuft man ja erstmal mit. Und zwar, wenn man sich das mal so vorstellt, wie ging das damals mit der Landmesserei vor sich? Heute ist das ja alles voll elektronifiziert. Früher mussten die Strecken abgegangen werden. Die Strecken mussten mit stählernen Ketten ausgelegt werden, damit man genau die Länge kriegte. Das war natürlich der Job von den Gehilfen und nicht vom Landmesser selber. Der spazierte dann an diesen, meistens fing man an mit einer Diagonale über ein Feld und dann guckte man an die Ecken. Da gab es den sogenannten Winkelspiegel und da musste man dann an den Ecken von den Hilfskräften wurden Stangen hingestellt. Dann ging der Landmesser mit seinem Winkelspiegel, der produziert einen rechten Winkel. Der guckte da rein in die Hauptdiagonale und sah dann irgendwann mal im Winkelspiegel den Stab an der Ecke auftauchen. So, an der Stelle auf der Diagonalen wird ein Stock eingeschlagen. Und dann muss die Strecke gemessen werden von diesem Punkt bis zur Ecke. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn das unregelmäßige Felder sind, was das für eine Lauferei ist. Dann kann das Ganze nur stattfinden in der Jahreszeit, wo die Felder nicht beackert werden, wo nicht gesät wird, wo nicht geerntet wird. Das ist die Aufgabe derjenigen, die dann erstmal als Gehilfe anfangen. Ein Christian Sönksen in Eiderstedt war das. Und durch ihn wurde Hans Mommsen dann so weit ausgebildet, dass er im Amte Tonnern als beeidigter Landmesser sich etablieren konnte. Es heißt ja, auch 1752 soll er dann schon als Landmesser losgestiefelt sein nach Dithmarschen. Das stimmt nicht. Also das lässt sich anhand von Akten überprüfen. Die große Vermessung im Holsteinischen begann 1766. Und dort wurde Hans Mommsen als beeidigter Landmesser angestellt, hat also ein halbes Dutzend Karten, also ein halbes Dutzend Vermessungen durchgeführt in der Gegend von Neumünster. Und dann ging das los in Dithmarschen, also später. Und dort hat er auch ungefähr ein halbes Dutzend Vermessungen durchgeführt und auch die dazugehörigen Karten erzeugt.
Anfang der 70er Jahre konnte er den Beruf nicht mehr ausüben, weil er hatte eine Krankheit, von der wir nicht wissen. Er war ja schon in Jugendzeiten schwächlich, deshalb hieß er ja auch Hänfling oder in den Veröffentlichungen Hennerling. Also er war zu klein und zu schwach, aber er war von einem inneren Triebe beseelt und deshalb hat er das gemacht. Und nachdem er dann nicht mehr bei den großen Vermessungen tätig war, ist er ja nicht in Ruhestand gegangen, sondern hat das, was er sich angeeignet hat, weiter ausgebaut. Und da hat er sich dann mit der damals gegenwärtigen Literatur beschäftigt. Also Mathematik, ein Name Euler zum Beispiel, also die Werke von Euler hat er sich zu Gemüte geführt. Das war eigentlich ein Vorgänger von Carl Friedrich Gauss. Die Werke von Gauss habe ich bei ihm nicht gefunden, aber auf jeden Fall die der praktischen Astronomen. Da gibt es auch in den Vitrinen gibt's ja noch Bücher, die er gekauft hat. Und diese Bücher hat er dann auch weitlich ausgenutzt. Das ist sozusagen nach Anweisung, wie berechne ich, eine Sonnenfinsternis. Das ist auch heute für einen Normalbürger nicht gerade das Lieblingsthema, obwohl man also die Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse, die sind alle inzwischen schon seit dem 19. Jahrhundert bis 2000, ich weiß nicht wie wann, vorberechnet. Das kann man im Internet alles nachschlagen, aber das ist eben der Punkt. Er hat es selber sich beigebracht. Nicht wahr? Also erstmal den Euklid und eine interessante Episode, die vorkommt, ist ja Lamberts Abhandlung zur Bahnbestimmung der Kometen, wo es also in diesem Aussatz von 1799, wo die Episode vorkommt, wo er mit den beiden Pastoren über die Texte der lateinischen Ausgabe diskutiert. Der Pastor Langenhorn war da, also das zeigt natürlich, die waren alle schon mal ungeheuer neugierig, was macht und was kann Hans Mommsen. Und er war sozusagen, was die Astronomie angeht, ein theoretischer Astronom. Das heißt, er hat sich mit den mathematischen Methoden beschäftigt und die auch angewandt. Wie das mit den Beobachtungen ist, da bin ich sehr skeptisch, denn wenn es heißt, er hat also selber Bahnen von Kometen bestimmt, dazu braucht man eine technische Ausrüstung, die hatte er auch beim besten Willen nicht. Aber ausrechnen konnte er das. Dass Hans Mommsen als ausgebildeter Landvermesser sein Brot verdiente, das können wir somit als Faktum hinnehmen. Doch bei anderen Eigenschaften, die ihm nachgesagt werden, muss man etwas skeptisch bleiben. Nicht nur in Faretoft glaubt manch einer noch heute, er sei der Erfinder des modernen Nordseedeichs mit sanft abfallender Böschung zur Seeseite und dass er in der Verantwortung als Deichgraf diesen neuen Plan auch gleich in die Wirklichkeit umsetzen konnte. Hans Mommsen lebte sowieso in der Zeit, wo der Stackdeich schon gar nicht mehr en vogue war. Und wie ist das mit dem Deichvogt? Das war so ungefähr das Erste, was ich dann untersucht habe, weil mir das sehr verdächtig vorkommt. Man muss nämlich wissen, ein Deichvogt war für die gesamte Bewirtschaftung zuständig. Das heißt, der musste darauf achten, dass alles in Ordnung war und er hatte die Kasse zu führen. Eine Kasse zu führen in damaliger Zeit bedeutete, dass man so vermögend war, um für gegebenenfalls auftretende Lücken privat zu haften. Das konnten aber nur Leute mit vielen, vielen, vielen Hektars. Deshalb war Hans Mommsen auch kein Deichvogt. Also auch hier auf der Plakette draußen steht Deichvogt. Was er war Deichrichter. Das ist was ganz anderes. Und er war sogar 20 Jahre lang Deichrichter hier im Faretofter Kog und musste als Deichrichter eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, was der Deichvogt nicht machte. Er ist nämlich die Deiche abgelaufen und hat geguckt, wer hat sein Stück ordentlich gemacht, wer nicht. Das wurde aufgeschrieben und dem Deichvogt gemeldet und der durfte dann die Säumigen erstmal Bescheid geben oder auch zu einer Geldstrafe und sowas verdonnern. Womöglich ist Hans Mommsen für viele Nordfriesen eine Ikone.
Ein Sinnbild für jemanden, der aus einfachen dörflichen Verhältnissen stammt und ohne eine höhere Schulbildung genossen zu haben, es schließlich doch geschafft hat, aus dem Schatten der Provinzialität auszubrechen. Es ist wie so oft, so eine Erzählung baut sich auf. Da wird eine Persönlichkeit wahrgenommen, die sicherlich eine besondere Persönlichkeit war, sicherlich auch im Fahrertoft seiner Zeit etwas Einmaliges darstellte, aber auf Nordfriesland insgesamt gesehen war er nicht einmalig. Da gab es natürlich andere Intellektuelle, Studierte. Da gab es den Philosophen Tetens auf Eiderstedt, der selber mathematische Berechnungen durchgeführt hat zu Deichprofilen und Ähnlichem. Also da denken wir jetzt an Theodor Storms Schimmelreiter, der sich ja gerne auf Hans Mommsen beruft, da darf man sich auch auf Nikolaus Tetens berufen. Der hat da verschiedene Persönlichkeiten einfließen lassen in die Figur des Schimmelreiters. Die Theodor Storm, die was alle her, die hat ja auch Tag und Tag, die Schammelritter schreiben, aus der hat die namentlich Hans Mommsen ähnlich auch als Vorbild für die Hauke Hein der Stadt. Es ist aber nun Gott sei Dank das Exposé von Theodor Storm bekannt für diesen Schimmelreiter. Und aus diesem Exposé ergibt sich ganz genau, er hat nicht den Hauke Hein als Überbild von Hans Mommsen gewählt, sondern es heißt dort, ich denke mir, der Hauke Hein als Sohn von Hans Mommsen angesehen werden kann. Das heißt, die Figur des Vaters entspricht Hans Mommsen, nicht die Figur von Hauke Hein. Wenn man auch gegenüber der mündlichen Überlieferung skeptisch sein muss, so kann man trotzdem nicht von der Hand weisen, dass Hans Mommsen, wenn auch nicht als Deichgraf Hauke Hein, bei verschiedenen Projekten des Küstenschutzes entscheidend mitgewirkt hat. Spuren davon finden wir noch heute. Die Vermessung des Julian-Marienkoges, das hat er gemacht, nachdem er auch schon aus der großen Landmesserei ausgeschieden war, war das sozusagen noch so kleine Nebenbeschäftigung, ist ja nicht so ein großer Koch. Und da hat er natürlich auch Geld bekommen dafür. Und da gibt es auch ein Zeugnis von einem Deichinspektor Krebs, wo also dann, das kann man heute auch noch nachlesen, also wo ihm ausgezeichnete Landmesserarbeit bescheinigt wird. Nebenbei hat er dann noch ein paar Jahre später, als Reusenkoch gewonnen wurde, mussten die Bordelummer ein neues Siel haben. Das ist immer die große Schwierigkeit. Wird ein Koch vorgebaut, liegt der Boden höher als der Boden des dahinterliegenden Koges und dann werden die Wasserverhältnisse schwieriger. Und da wurde dann Hans Mommsen aufgesucht von den Bordelummern, um eine Schleuse zu bauen. Also er hatte auch, nachdem er also wegen Schwäche aufgehört hatte, genug Arbeit. Und dann hatte er, wie das bei solchen gebildeten, ja praktisch Lehrern war, er hatte auch Privatkundschaft. Und sein Ansehen war ihm so groß, dass im Hause Mommsen mehrere Schüler untergebracht waren, und zwar nicht umsonst, sondern die Eltern dieser Schüler bezahlten natürlich für den Lebensunterhalt hier. Und leider sind ja die Unterlagen über diese Schüler nur noch ganz sporadisch in der Literatur vorhanden. Er hat bestimmt auch Buch geführt über seine Einnahmen. Die hätten wir gerne gehabt, ne? Aber was verbrannt ist, ist weg. Ne? Auch wenn Hans Mommsen, der erst 1780, also mit 45, seine 22 Jahre jüngere Ehefrau Adelheid heiratete und mit ihr 9 Kinder bekam, wegen Krankheit und körperlicher Angeschlagenheit erfinderisch sein musste, wenn es um das Einkommen der Familie ging. Armut herrschte nicht im Hause Mommsen. Es ist Geld vorhanden gewesen, das kann man an einer Kleinigkeit kann man das dann ablesen. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass das Armenwesen auch in kirchlicher Hand war und darüber wurde Buch geführt. Und jedes Haus in der Gemeinde wurde zu einer Steuer veranlagt nach dem Vermögen als Zugabe für die Armenkasse. Und da ist dann in seinen besten Jahren ist Hans Mommsen nach dem Pastor der größte
Zahler. Das heißt also, es ist genug Bargeld im Hause gewesen. Er hat also dann seine feinmechanischen Dinge und dann seine Unterrichtstätigkeit, das hat Bargeld gegeben. Und die Landwirtschaft, das hat seine Frau dann so nebenbei mitgemacht. Hans Mommsen konnte aber nicht nur mit eigenem Geld umgehen. Er übernahm darüber hinaus auch Aufgaben, die denen eines Kämmerers ähneln. Mit Geld und ähnlichen Dingen konnte Hans Mommsen umgehen und deshalb war er im Kirchenvorstand. Er war außerdem Gevollmächtigter für das ganze Kirchspiel. Ein Gevollmächtigter war sozusagen der dörfliche Finanzminister. Aber nicht nur in Finanzdingen war Hans Mommsen seiner kleinen Kirchengemeinde von Nutzen. Angeblich baute er ihr ein Musikinstrument, über das im 18. Jahrhundert nur sehr wenige Kirchen in Nordfriesland verfügten. Und hier hat ja auch ein Orgel beiget. Das ist ja eine ganz große Leistung, dass du als Non-Musiker liegst ein Orgel beigekost. Und dann hat er die auch inbeckt, ein Tschörk. Aber dann als die Tor gefunden, Tschörk, ein Techt wen. Und dann will hij aber, dat Techtmaut war. Immer eins, sein Flöte von der Orgel, dat er der lisse. Und dat was vortof to jör, dat weint sei. Und dann hat die Orgel die auch wieder aufbeckt. Bloß ich konnte die Eisseite wieder das Blamen aus. Ors Hans, nur hier mir doch Tor. Se kostet doch einmal Gemeinde am Gunge. Hierst du, wat namst du de Rütt? Wat ich mir Rütt nahm? Ich? Wisse jam Schörke hode auer Hot, höfole Orbe, höfole Vasen, en höfole Präzisionen tobrück, en Schaufelt nimmt den Orgel? Natürlich mauge dat Orbe. Ich komm mir vorstelle, dass... Ja, nimmt de Kurse de Vorstalle. Niem von jam. Was kunnet ei Öngunge, dort jam Louis en Raui, der bei Tokike, hö Isis Orgel en Hiel jede Ton nimmt de Gungt. Aber dort jam to mäglich, to stiff. Pflicht und einfach ihn so bloß zu schochstern. En mauk dort wat Nüssias. Ja, Nüssias Fohle. Du weet et wel ei verstönne. Dann verkläuget noch insen. Ich wall Gurai Sete, Hömanning Wundre, ich mag Gietchen, ma Slippen, en Hommern von der Hunderte von Fleuten verbrucht hebe. Nügen Registre, da san as nügen Latje Instrumente. Vor Jam, vor Ös Schörk! Neben Hekenorgel, hier ist de, ei Insen en Lonham. Hüssen, wird die grotte Brun spalt het Hekenorgel. Neibel, wer hum fair spali hier kö. Enz und lest ihr ook Vortuch. Wie wir die Gorai noch tunkst de Krone. Ich wall ja getunk ei. Du weet dat. Ich wall, dort ja mit Tauge endlich Klütte, so dat das Instrument ei eine Rennstelle schall. Seg, ich wall? Non, ich will, aber dort mit ne, sorte Sille was. Du wies nau, dat het Klütten von de Schörke tauge Giel kostet. Giel, wat wie vor Erbenhüssbrücke. Oder vielleicht vor Schungeböcke. Wann ja mit Giel, vor Klütten von ne Tauge ei Abbrängekone. Und die wann? Dann kon ich am mir Orgel hebe. Seh ihn verrast dort. Du hast leckes oder hoch lied in Spal der Ab. Lief du mal lieber bei Hummel. Ganz au das mit Tochter. Hafengre, hewe flit, en die Grazie. Watum vor Instrument brückt. Ja, der bin ich ins. Du spalt Vogelbilder als ich. Vielleicht haben wir heute alte Öl. Was hast du nur vor? Da schochst du doch. Ihr, if der dottige Orgel, en Schörk in Baguette, Bagget kenn nur wieder öt. Se manning Tunge, heb ich am Seet, dort erin, der Tauge auf das Instrument ruppet. Se manning Tunge. En ich hef trübet, dort ich Instrument wieder zu Hüs hol, ihr bei Jam in Sturchgung. En dort maug ich nü. Ich backe Orgel, her inne eine Piesel wieder ab. Her wurde das Instrument iert. So, als ich das auch verdient.
Hans Mommsen, das ist ein Affront. Ei bloß ihn meh, non. Das ist ein Angriff. Aber hier Schurke-Gemeinde auf üsen Priester. Ach, es ist nicht ein Angriff. Und das ist nur ein Affront. Es ist für einfach logisch Konsequenz auf jahringe Unballen. In our Namen Verantwortung. Vor Angrippe. In Affronts. Als mit das Budget hit, was wir auf Jahren verbringen müssen, einfach zu wertvoll. Was? Ich mein... Ich heb noch zu down. Adis. Ja, also eigentlich ist sie ein krasslicher Manche wen, bloß mit der Schurk. Das was ham to streng, das was to reglementiert. Hier was ein Mond von Geist und Freiheit, was so. Also das was das Wichtigste in seinem Leben. Hier weil er inbün war in Statute oder so weiter. Alles, was wissenschaftlich zu begründen muss, dort hätte ich auch bitte inne dorthin. Und alles andere hätte ich gesagt, dort ist die sechste San, dort lehren wir öfter Islam. Der Walli haben einmal befohlen. Die Gesellschaft entwickelte sich in eine moderne Richtung. Die Wirtschaft war relativ stark. Und gerade wenn wir nach Nordfriesland schauen, es ist die Zeit der großen Seefahrt von den Inseln. Also das war eine Zeit, die ich als Blüte bezeichnen würde. Und ich glaube, die war ziemlich optimistisch geprägt. Es war relativ ruhig. Die Menschen bekamen gleichzeitig die Aufklärung mit. Geistig waren die mit Sicherheit angedockt. Wer wollte, konnte Dinge wissen. Es gab schon damals Zeitungen, die man bestellen konnte. Bücher konnte man problemlos bestellen. Es gab ein Postwesen, nicht unbedingt wie heute, nicht tagesaktuell, aber das war auch nicht nötig. Aber was in Frankreich passierte, natürlich hat man das mitgekriegt. Und man hat natürlich auch die Geistesbewegung mitgekriegt. Man hat auch erfahren, dass die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten und kannte sicherlich die freiheitliche Verfassung von dort. Gleichzeitig gab es auch im Königreich Dänemark, und da beziehe ich jetzt die Herzogtümer mal grundsätzlich mit ein, auch wenn das verfassungsrechtlich was anderes ist, gab es Reformen im aufklärerischen Sinne. Der berühmte Name Struensee mit seinen Skandalen bei Hofe, ja, aber der hat viel bewirkt. Der hat viel effektiv organisiert, würde man heute sagen, auch ökonomisiert, hat einen modernen Staat angefangen aufzubauen, bis er dann aus anderen Gründen abgesetzt wurde. Als Hans Mommsen am 13. September 1811 in seinem geliebten Heimatdorf Faretoft starb, hatte er bereits 5 seiner 9 Kinder überlebt. Fast sein gesamter Nachlass landete bei einer Tochter in Bredstedt und wurde dort durch ein Feuer zerstört. Bücher oder wissenschaftliche Aufsätze von ihm sind nicht erschienen. Und in Faretoft selber verblasste die Erinnerung an den begabten Sohn des Dorfes schon bald nach seinem Tod. Nachdem die Witwe tot war, ist das Haus dann ja in andere Hände übergegangen. Und insofern sind also von Hans Mommsens Familie hier vor Ort also keine Namensträger mehr vorhanden. Es gibt also noch einen Urenkel, der Mommsen heißt, der lebt in Flensburg. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Als ich Björn wusste, habe ich von Hans Mommsen zu nix hier. Obwohl ich boge, taut, Hörsinge, der von weg, von der Hans Mommsen Hörsne. Aber hier von Hans Mommsen hab ich in mein Schelt nix. Eines jedoch hat sich bis heute erhalten. Auf der Faretofter Gabrielswarft steht noch sein Wohnhaus mit den beiden Mauerankern HM und AM für Hans und Adelheid Mommsen. Heute ist das Haus Sitz der Hans-Mommsen-Gesellschaft, die sich dem Erhalt und der Pflege des Gebäudes verschrieben hat. In Priester auch von hier, von Christian Feddersen, die 1800 noch irgendwie ein ganz berühmter Satz sagt, man schaltet Hüs hier wieder zugänglich mal, man schaltet die Öffentlichkeit zugänglich mal, und man schall ei bloß an den Gräftstaun en am Hamtonke, man schall hier in das Hüs kam, wer hier lavetet, wir sind sein Geist will ich noch hier irgendwann beischwert oder so. Wie ältere Menschen haben von Hans Mommsen zu der denke manchen, was ich nicht einfach so sehe. Nix von Hans Mommsen wusste. Du wusstest, das Hüs, aber der Boot, für uns hat der ei Hans Mommsen ein Boot, sondern das wusste bei mir, wusste das ein Tante Abel, ein ganz Ölwürst. Und deswegen sind die auch noch Manning, da Diele, ein dat der Hüs, weil Jüsse Ölwus und dann bast du einmal so, dass du was veränderst. Deswegen sind die noch Manning Diele, was auch echt original noch sind unter der Hüs.
von Hans Mommsen selber, wie wir, ja, Kehre, ich sehe, was sind Tit kame. Also wir haben Möble, was auch sind Tit kame. Wir haben hier das Hüss, also natürlich das Hiel Hüss, also natürlich Mommsen. Also das begräbt Volk auch ei uns. Dort wir ei, hier bloß, ich sehe, sind Brallötstalle oder so. Nein, wir haben dort Hüss, wer hier Mors sind Lavenlung, hier Lavetät, wer hier mal sind Familie wen as. Dort als Hans Mommsen. Ich würde sagen, das Neutralste, was wir von ihm haben, sind seine Messinstrumente, die es noch gibt. Vieles ist ja verloren gegangen, aber ein paar sind erhalten. Und da sieht man, was für eine Akribie er da reingesteckt hat, welche Ahnung er jetzt auch von Nautik hatte und Ähnlichem. Also der wusste was, der konnte auch handwerklich was, das kann man daran sehen. Das Andenken an Hans Mommsen begann in Faretoft erst wieder in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts neu aufzublühen. Wie so häufig in Nordfriesland war es der Verdienst einiger weniger, wie zum Beispiel dem aus Sönneböll auf der Geest stammenden Krankenpfleger Hans-Werner Pausen, ohne den das öffentliche Interesse an Nordfrieslands begabtem Autodidakten womöglich noch heute im Dornröschenschlaf verblieben wäre. 1963 wird ja dann die neue Schule beiget und die wird dann Hans Mommsen Schule genannt. Und dann wird ja auch mit der Strote, der Hans Mommsen Strote, dann ja für die Hans Mommsen Siedlung. Und so dann kam der Tochter immer mehr in der Hans Mommsen. Das ist wie immer im Grunde eine Gruppendynamik. Welche Personen bewundern wir, welche Personen erinnern wir, wie gedenken wir ihnen. Und unsere Gesellschaft heute hat sich insofern ein bisschen verändert, als zum Glück Menschen nur noch selten auf einen Sockel gehoben werden. Was ja auch immer die Gefahr impliziert, wenn man dann irgendetwas Negatives entdeckt, dann wird das Denkmal gestürzt. Da gibt es dann ganz schnell nur ein Schwarz-Weiß-Denken. Und da sind wir heute weitgehend differenzierter. Dass wir sagen können, so jemand wie Hans Mommsen ist eine interessante Figur. Eine prägende Figur, vielleicht auch eine typisch nordfriesische Figur. Der muss jetzt kein Held sein. Und es ist natürlich wie bei vielen dieser Leute, die dann aus der großen Masse hervorragen, immer so, dass die Nachwelt etwas mehr daraus macht, ohne eigentlich zu wissen, was er gemacht hat. Das ist der Punkt. Wenn man dann nachvollzieht, was er gemacht hat, dann ist er eigentlich viel größer als das, was die Leute daraus machen. Hans Mommsen ist insofern etwas typisch Friesisches, weil er genau dieses Autodidaktische hatte. Das ist etwas, was eine Mentalität auch bis heute prägt. Wir versuchen, die Dinge selber zu machen. Manchmal klappt es auch nicht. Manchmal wird auch etwas überhöht, wo klar ist, ohne Hilfe von außen könnte man das gar nicht selber machen. Der gesamte Deichbau des 18. Jahrhunderts wäre ohne Experten von außen gar nicht gegangen. Aber diese Grundhaltung, wir wollen selber etwas bewegen und uns damit beschäftigen, ich glaube, das ist etwas, was man als typisch friesisch sagen kann. Und das hat ihn geprägt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass es auch heutzutage Menschen gibt, die sich aus eigener Kraft in ungeahnte Höhen emporschwingen können. Und dafür ist er eben ein ganz tolles Beispiel. Auch gegen Widerstände sich durchzuboxen, ist eine Geschichte, die nicht jedem Menschen gelingt. Aber diejenigen, denen es gelingt, das sind dann die, die in die Presse kommen und ins Fernsehen. Man sollte ihn nicht verklären. Und trotzdem finde ich es in Ordnung, dass man den Kulturpreis des Kreises Nordfriesland nach ihm benennt. Weil er in seiner Person ganz viel zusammenfließt, womit man sich auch heute noch identifizieren kann.